Hallo zusammen, du hast Crown Cletus oder Chris. Hoffe, es geht noch gut. Willkommen beim 7. Gameplay jetzt schon. Vom Wolfenstein, der New Order. Wir müssen hier schnell aus dem Gefängnis entkommen. Und so wie wir das letzte Mal ziemlich rasant gestorben, möchte ich das eigentlich das Mal vermeiden. Nein, verarscht mich jetzt nicht. Was für ein Anfang! Leck du mir am Arsch! Was hat jetzt mich so schnell gekillt? Ich muss da jetzt wirklich mit Bedacht vorgehen. Das kann ja nicht sein, dass ich das zweimal so verkacke. Also, ja. Nebenbei kann ich vielleicht noch kurz erwähnen, und die meisten werden es eh wissen, momentan ist ja noch Gamescom in vollem Gange. Es hat hier mehrere Sachen gegeben, die mich ziemlich cool gedünkt haben, die mir gefallen haben. Ich werde mich sicher nicht gerade an alles erinnern, aber ich schaue schnell, dass ich zwischendurch kurz etwas erzählen kann. Also, schau jetzt, auf was schießt jetzt er? Ah, da ist irgendein Geschütz oder so. Ich weiß gar nicht, ob das letzte Mal so war. Okay. Jetzt kommen wir so von da hin, gut. Jetzt tun wir hier schnell ein bisschen chillen. Ein bisschen gezielt. Und so, dass wir dann grundsätzlich eigentlich das Level können, hinter uns lassen. Ein Gefängnis. Wer will schon nicht aus dem Gefängnis rauskommen? So. Jetzt haben wir hier weitere Gegner, die hier weit weg schießen, der Penner, Mann. Ich sehe den kaum. Und er hat natürlich ein Aiming, das über Kilometer genau ist. So, jetzt haben wir hier noch irgendein Geschütz oder so wieder. Gut. Hey, ganz ehrlich, ich habe es, glaube ich, beim letzten Mal, als ich es durchgespielt habe, nicht realisiert, dass dort etwas Geschützmässiges genommen ist. Sonst wäre ich da jetzt nicht so brutal gefailt. So, aber wenn wir Schritt für Schritt machen, geht das eigentlich gut. Da hätten wir noch ein Ladegerät für unsere Energiewaffen. Laden wir doch effektiv gerade auf. Jetzt weiss ich nicht, was das bringen soll. Nehmen wir wieder unser Maschinengewehr, weil alles andere ist ein bisschen leichtsinnig hier. Schauen, hier jetzt das Maschinengewehr. Nein. Nur noch kurz zum Erwähnen, ich habe das letzte Mal schon gesagt, ist man endlich draußen und dann das Einzige, was man macht, ist so ein bisschen am Geländer stehen und den Herd raushängen. So. Ich denke, wegen der Gamescom als erstes möchte ich gerade mal erwähnen, dass Journey eine Remaster-Version bekommt auf der PS4, und die das Journey schon auf der PS3 besessen haben, können es dann gratis abladen. Finde ich sehr eine noble Geste. Und Journey, ich freue mich schon ohne Ende, das wieder durchzuspielen. Das war dazu mal so genial gewesen, und jetzt mit anständiger Grafik, guter Auflösung wird das sicher super. Ist aber nicht jedermanns und jeder Frau's Geschmack. Ist mir eh klar. Was vielleicht ein bisschen mehr Leute wird ansprechen, ist natürlich das neue Call of Duty. Advanced Titanfall. Advanced Warfare habe ich gemeint, sorry. Ich bin ja nicht der Erste und der Einzige, der so ein bisschen, das Gefühl hat, dass es ein bisschen nach Titanfall aussieht, aber jetzt gerade in meinen Augen... Oh, schau, schön im Strom drin, da, das Hündli. Okay, irgendeinen Switch muss ich flippen. Gut. Cool, chillig. Zum Glück war der gerade nebendran. Aber ja, für mich ist es überhaupt kein Nachteil, dass jetzt Advanced Warfare nach Titanfall aussieht. Weil... Oh. Motherfucker, muss ich jetzt einfach säckeln oder was? Ja, genau. Ungeduldig. Shit. Komm, schau das Ding an, cool. Also, ich muss mich hier gerne wieder ein bisschen zurückorientieren. Für mich ist es eh positiv, dass das neue Call of Duty wie das Titanfall aussieht, einfach ohne Titans. Weil das Titanfall liebe ich, bekannterweise. Und ich habe mir das jetzt auch vorgestellt, was für eine Überraschung. Oh, der Wichser hat dort schön gekämpft, hey. Fuck! Aber ja, haben wir es jetzt gleich vorgestellt, obwohl dass ich eigentlich nicht im Ganzen so Call of Duty rattig bin. Aber die Erneuerungen, die sie jetzt hier bringen, mit dem neuen Studio, stimmen mich positiv. Für PS4 habe ich mir es vorgestellt, werde sicher ein paar Runden mit ein paar Crowns spielen haben. Freue mich jetzt schon. Das mal nehmen, den Penner. Schwenka. Ja, ich habe auch nicht wahnsinnig viel Leben. Ja, und das sieht eigentlich, wie gesagt, noch vielversprechend aus. Shit. Doggy. So. Da jetzt Gegner. Ui.
Und ich meine, früher bin ich ja definitiv ziemlich Call of Duty Fan gewesen. Könnt euch vielleicht noch an jenste Videos erinnern. Mittlerweile schaue ich das eigentlich ohne Erwartung an. Und klar gibt es dann Games wie das Black Ops 2 oder das Ghost, die mir leider nicht gefallen haben. Aber eben, nur schon der Doppelsprung macht doch das Call of Duty gerade so massiv dynamischer, dass es voll cool könnte werden. Aber vielleicht wird es auch wieder voll gegen und ich spiele es nur ein paar Tage und dann habe ich die Schnauze schon wieder voll. Das werden wir sehen. Die Einstellung, dass wir es gar nicht unterstützen, ja, ein Stück weit stimme ich dem schon noch ein bisschen zu. Aber ich finde jetzt eben die Aufwände, die sie betrieben haben mit dem dritten Studio, wo sie jetzt dem Studio so mehr Zeit geben, Sledgehammer, der etwas Neues probiert. Wie gesagt, sollte man eigentlich alles ein bisschen honorieren und es wird sich dann auch schnell zeigen, ob sie wieder nur leere Versprechungen gemacht haben. Das zum Call of Duty. Kann man gespannt sein. Ich glaube nicht, dass das wirklich viel bringt, was ich hier mache. Hier hinten jetzt wenigstens noch ein bisschen Leben. Und ja, ich weiß halt jetzt nicht genau, ob wir da mit der Granate vornehmen. Aber am besten wäre es eigentlich schon. Das ist die Frage, ob die so weit fliegen. Ah ja, die fliegen definitiv so weit, das Bürstchen jetzt gerade verschnetzelt. Gut. So. Aber ja, kann man gespannt sein auf den November. Fuck. Nein! Wie ein Vollidiot! Hey, nein! Vor allem, wieso hat die Bombe jetzt nicht geschossen? Fuck! Das passiert mit dem Watch Dogs noch ab und zu. Das Knarren einfach nicht schießen und dann kommst du davor, als müsstest du die Hosen runterlassen, wo du eigentlich komplett verschissen hast. Aber ich habe momentan gerade so ein bisschen Mühe, mit meinen Gedanken zu ordnen in Bezug auf Gamescom und dann auf das Spiel zu konzentrieren. Fuck, jetzt der ganze Teil nochmal. Also, da spielen wir vorne. Führen spulen. Sorry zusammen, bis später. So, ich glaube, das hätte ich. Wow, was für ein Ultra-Fail. Aber endlich geschafft mit der nötigen Vorsicht. Es ist eben gleich noch tricky auf diesem Schwierigkeitsgrad. Man muss da oben nicht meinen. Sodeli. Also, jetzt kommen wir hier durch. Into the... Oh nein. Oh nein. Into the Freedom, hätte er sagen. Und wird dann von dieser Kamera mit wenigen Schüssen abgeschossen. Oder es ist eben eher ein stationäres Geschütz. Fuck it. Easy, das gibt mir Chance, noch ein bisschen weiter über Gamescom zu texten. Hä? Aha! Ja, jetzt aber einen Moment schnell. Ja, okay, wieder mal ein kleiner Verpeiler. In dem Fall ist das hier nur so ein kleines Ding. Genau, ein Waffenlager, wo wir einfach ein bisschen Mund und so bekommen. Coole Sache. Für nichts gestorben. Immerhin nicht wieder das Ganze müssen machen. Gut. Also Gamescom ist dann noch das Drive Club auf der PS4, wo sie vorgestellt haben. Hat mir auch sehr gut gefallen. Die Grafik ist absolut genial. Ist noch lustig, dass auf der PS4 und der Xbox One etwa zeitgleich ein Rennspiel rauskommt. Das Forza Horizon 2 ist schon Ende September. Und das Drive Club ist dann, was ist das, 10. Oktober? Echt? So. Wow, Giele. Holy shit. Zum Glück habe ich ein grosses Magazin. Fuck. Zum Glück sind die sicher so steinblöd. Einfach nicht sagen und dann wieder sterben. So.
Schnell mal schauen. Ui, 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 schön durchgeslidet, Junge. Saubere Arbeit. Das Drive Club ist nicht Open World und es wird ein bisschen simulationslastiger sein, obwohl es sicher immer noch ein Arcade-Game ist. Oh, schöne Ausrüstung hier. Holy moly. Es ist eben nicht Open World und dadurch finde ich die Grafik noch fast ein bisschen beeindruckender als im Forza Horizon 2. Aber wenn man dann eben mit einberechnet, dass das Forza Horizon 2 Open World ist, muss man hier wirklich auch Big Up. Die Grafik ist echt der Hammer, auch mit dem Wettersystem und so. Also ich denke, beide Konsolen werden mit super Run-Games diesen Herbst schnell versorgt und ich muss dann für mich selber herausfinden, weil es das mir besser gefällt. Momentan tendiere ich zum Horizon 2 wegen den sozialen Features, wegen Open World, wegen dem Soundtrack. Schön durch die Stege gelaufen, Fergus. Aber eben, das Ding sieht halt einfach, das Drive Club sieht halt einfach genial aus. Und als PlayStation Plus Member sollte man dort so ein bisschen eine Gratis-Version bekommen. So demomässig habe ich verstanden. Und, Bürstli! Und von dem her kann ich dort den Blick drauf werfen. Das Horizon 2 habe ich schon fix vorbestellt. Und ich werde euch dann sicher mitteilen, wie es aussieht. Lenkradmässig ist es eben ein bisschen bitter. Oh, fuck it. Ja. Zum Glück gibt es die Raketenwerfer hier. Weil für die Xbox One müsste ich fast ein neues kaufen. Dort gibt es nur eins für 450 Steine, was ich sehr teuer finde. Auch wenn es sicher super ist. Ich habe letztes Mal im World of Games ein bisschen getextet mit dem Verkäufer. Er hat es schon ausprobiert und war sehr begeistert. Ja, auf der PlayStation 4 hoffe ich immer noch, dass sie das G27 von Logitech werden zum Laufen bringen. Dann müsste ich dort nicht das Neues kaufen. Wir werden es sehen. So, merci fürs Raussäckeln. Das stimmt, wenn ich jetzt hier geschlichen wäre, hätte ich sie, glaube ich, wieder in ihrer Kabine verwutschen können. Aber hier haben wir jetzt mal ausgeschlichen, oder? Also, Run-Games sind sicher super. Und was ich auch ganz geil gefunden habe, Titanfall ist zwar nicht unbedingt etwas Neues rausgekommen, aber sie haben so einen computeranimierten Trailer gezeigt. Auf der YouTube-Seite gebe ich den Link dazu. Das Teil ist nämlich der absolute Hammer. Ich hoffe, dass Titanfall mal so wird aussehen und würde mich auch freuen, wenn Titans im Titanfall wirklich auch ein bisschen mehr würden helfen, so wie in diesem Trailer oder in diesem computeranimierten Video. Es sind sicher nicht Spielszenen, das ist offensichtlich. Aber macht wirklich Bock, das anzuschauen. Auch wenn man Titanfall vielleicht nicht so cool findet, ist echt ein geiles Video. Was nicht viel mit der Gamescom zu tun hat, ist eben das Watch Dogs. Das habe ich mittlerweile auf der PS4 und auf dem PC durchgezockt. Schon allein das zeigt, dass es mir eigentlich ziemlich gut gefällt. Und es hat zwar einige Fehler, auf dem PC ist jetzt zum Glück einiges gepatcht worden. So, oh, sorry. Wow, wow, wow. Kein Mund mehr, super. Läuft jetzt also auf dem PC einigermaßen anständig. Und ich finde es einfach, es erinnert mich immer so ein bisschen an GTA 3 von der Welt her und so. Ja, es ist einfach für mich sehr, sehr spassig, das Game zu spielen. Wie gesagt, auch wenn es bei den Tests oder so bei den Leuten nicht ganz so gut ist angekommen. Ich freue mich auch schon extrem auf den DLC jetzt. Und jeder, der es noch nicht probiert hat und Freude an Open World Games hat und nicht aufs GTA mal warten, dem kann ich es also wärmstens ans Herz legen, das Game. Das GTA wird es sicher massiv toppen. Hoffe ich schwer. Wow, 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 wow. Eigentlich kann ich hier den Granatenwerfer auf den ablassen. Shit, easy, ist auch so gegangen. Ja, darum Watch Dogs, Empfehlung von mir. Auch jetzt Langzeittest in diesem Sinn durchgeführt. Achtung, da unten ist auch so einer. Genau. Und die Siechen machen Schaden, das ist eine Frechheit. So. Und die Version spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Auf der PS4 sieht es auch gut aus. Auf dem PC könnt ihr einfach 60 Bilder pro Sekunde noch mehr erreichen, wenn ihr die richtige Hardware habt. So. Let's roll. Ja, ich muss fahren. Gut. Alles klar. Machen wir uns hier noch eine spannende Fahrsequenz davon. Zum Glück geht da gerade alles auf. Über die Sachen drüber rötzen, die Stege gehen gerade richtig so, dass man durchs Fenster durchkommt. Ganz geil. Ganz geil. Oh yeah. Beautiful. Turn the fuck around. Ja, something big is coming. Das Coole ist, dass wir uns hier einfach
Was geht ab? Come on. Yes. Können wir uns hier einfach abseilen und uns im Staub machen. So, es hat auch sonst noch viele coole Sachen gegeben an Gamescom, aber die fallen mir jetzt gerade nicht ein. Ganz geil ist sicher, dass der Hideo Kojima von Konami, der Metal Gear Solid Erfinder und Guru, es wäre geil, oder es ist eben geil, dass der das neue Silent Hills macht. Wenn der PT-Trailer, der Playable Teaser-Trailer auf der PS4, das Demo noch nicht heruntergeladen, zieht euch das mal rein. Ziemlich gruselig, haben wir fast in die Hose geschissen. Ja, ja. Do any of you know how to hotwire a car? Das ist ganz eine geile Zwischensequenz, weißt du? Man dort sind jetzt die Leute mit Knarren und sie können einfach im schäbigen Polizeiauto davon flüchten, wo sie kurz geschlossen haben. Stylisch. Come on. Yeah, yeah. Wolfenstein ist gerne ein super Game. Ich sage es glaube ich in jeder Folge. Aber für mich ist es halt auch noch abgefahren, weil ich jetzt doch schon seit Ende längerer Zeit wieder mal am Wolfenstein spielen bin und man taucht gerade rein, man ist gerade wieder präsent, die Steuerung ist genial, die Grafik ist gut genug. Gute Story. Ja, yeah, ja. Yeah. Hoffe, euch gefällt es auch gerne noch. Und wenn ihr Gamescom habt gesehen habt, würde mich interessieren, was euch so speziell gefallen hat. Haut jetzt doch kurz einen Kommentar, auf was ihr euch freut. Ich weiss, Swiss, bei dir ist jetzt Call of Duty, das ist auch gut so. Ganz ein geiler Plan, weil in der ganzen Stadt können sie, glaube ich, nur an diesem Ort ungesehen davon ziehen. Und sie sind jetzt schön eigentlich in diesem Dampf finden. Scheiße, Mann. Einfach mal ins Leere springen. Fucking Nazis, hä? Ja, jetzt sieht der Nebel doch ein bisschen anders aus als vorher, aber das spielt ja keine Rolle. Also, den Jump machen wir in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao zusammen.